Ja, Freunde, da sind wir wieder bei Fire Emblem Engage und ja, also Hortensia hat irgendwie einen Ring ergattert, einen Emblemring und kann sogar für sich selber nutzbar machen. Wie das überhaupt geht, ich dachte, das können eigentlich nur Wyrmgötter. Der fand vielleicht auch einen? Wenn ja, warum? Oder wie? Ansonsten ist hier mit Anschleichen noch ein bisschen doof, weil was soll da großartig anschleichen? Ich habe vielleicht höchstens eine Chance und zwar... Genau, hier oben. Dass ich irgendwie die abhole. Und schon mal platt mache. Die Wyvernritter. Ja, vor allem auch hier die ganzen Bodengeister sind natürlich hier am total bescheuerten Ort, weil wenn die angreifen, habe ich echt ein Problem. Zum Glück haben wir noch die Kombi hier. Mit dem Bündnis werden wir natürlich nachher einsetzen, um die da oben zu erwischen. Ansonsten haben wir die hier, die nachher auch gleich engagen werden. Und der Rest ist soweit eigentlich in Lauerstellung. Auf 3 Felder angreifen, natürlich auch geil. Und dann, ja. So, werfen noch können jetzt eigentlich schon wieder, da war ja Yunaka und Mikaya, war, die Pflege einsetzen konnten. Muss eigentlich mal wechseln, die Waffe, ganz ehrlich gesagt. Oder dafür sorgen, dass sie Heilung auch so nutzen kann. Dem ich auf die richtige Fähigkeit gebe. Ja, Louis und Sigo dahinstehen will ich eigentlich ehrlich gesagt weniger, weil die greifen mit Magie an. Natürlich mit dem Rapier von der anderen, mit dem Rapier wird sowieso mühsam. Was machen da? Michael und Edelgard engagen und hoffen, dass nichts passiert. Ja, egal was ich tue, ich muss es jetzt tun. Ich kann natürlich Protection von ihm hier. Okay, komm. Wir machen es, Freunde. Jetzt gehen wir in die Vollen. Bündnis, engage! So, ich nehme den Rapier, damit man auch kontern kann. Das ist immer das Coole in der Kombi hier. Mit Schwert und Lanze. Michael soll nachher hier unten alles klar machen. Einen Langbogen, das passt daher. Sedin kann auf über 3 Felder angreifen, das ist eigentlich auch cool. Guter Schütze kann nie schaden. Citrin also hier. Ja, nennen wir Lapis noch nicht so viel gemacht hat, aber wie auch. Protection mache ich für nachher Mike und Edelgard hier stehen. Oder Dimitri, oder wer man dann ist. Und die Agro auf sich ziehen. Die greifen nicht mal an. Oh, da glaube ich doch nicht, ey. Mühsam. Okay. Planänderung. Wir gehen schon nach vorne. Ich werde gleich engagen. Wir nehmen die 5 alle zusammen raus. Louis, Sigo können eigentlich auch schon wieder. Pack die mal hier hin. Mit dem Bündnis können wir natürlich noch weiter latschen. Okay, komm. Los geht's, Freunde! Und eine mit Magie. Ja, gegen Drachen. Ja gut, gegen Würmdinger. In trotz Liberation. Da machen wir später, was überhaupt noch geht. Anna geht nicht so weit nach vorne. Ein Feld bitte, das reicht. Protection. So. Jetzt sage ich uns mal viel Spaß. Das glaube ich nicht, die greift. Hilfe.
Das ist gerade ein Scherz, greifen die gar nicht an? Hä? Alle für einen Schaden 8. Jetzt hol ich erstmal hier hin. Okay, alle für einen Schaden 8. Dass sie einen Schaden hat, weiß ich schon, aber das war so nicht gedacht. Scheiße. Vor allem Alfred Marv hat natürlich wieder Züge verschwendet, wa? Ja, ich weiß, die greift damit Magie an, aber ich muss erstmal gucken, wann die überhaupt zuschlägt. Das ist ein bisschen krass. Ah, jetzt kommen die mittlerweile. Auch früh. Hä? Waffe abgelegt oder was? Warum ist sie jetzt dort? Oh nee, Michael, was hast du getan? Kein Problem, und habe gerechnet. Wir hätten jetzt mich da angegriffen, dass ich irgendwie... Okay, krass. Trotzdem zurückdrehen, weil ich habe irgendwie... Was habe ich denn da gemacht, ey? Ist einfach hingestellt, warum auch immer. Was ist denn das für eine geistige Umnachtung? So. Der hat die Liberation ausgerüstet. Hä? Trotzdem ging der Angriff irgendwie durch. Keine Ahnung. Also kennen wir, das macht keinen Schaden bei uns. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Muss irgendwie eine Fähigkeit vom Bündnis sein, was ich nochmal kurz nachlesen muss. Das gefällt mir, Alfred. Das will ich sehen. Okay, jetzt ist sie down. Jetzt knöpfe ich sie mir aber richtig vor. Wir haben da unten so einen Typi. Lanz eventuell eine Option. Die gehen gar nicht mehr, wa? Doch, die gehen noch. Okay, dann wäre der weg. Was könnte ich dann bei dir noch machen? Natürlich noch wesentlich mehr Power. Das heißt, entweder gut abblocken. Wie war das am besten? Die müssen alle weg. Den Selika haben wir auch noch. Mhm. Stahlaxt.
Okay, jetzt sie. Kann sie den Gegner gleich brechen? Nicht mit Eisenklingen, weil sonst greift der andere zuerst. Dann wäre ein bisschen doof. Macht dann jetzt nicht viel Schaden, aber er soll nur einen Bruch verursachen. So, schon mal besser. Da war es einer weniger. Die andere war die hier, Goldmarie. Goldmarinchen. Wie machen wir die am besten platt? Da haben wir ein bisschen mehr Wumms dahinter. Ah, nicht mal unbedingt, wa? Okay, da geht ganz schön was aus. Ja, nee, lass mal stecken, da bringe ich nicht so Bock drauf. So, wie sieht's denn hier aus? Gut, der hat doch relativ viel Resistenz, merke ich gerade. Mit Axt gegen Schwert, dann unbedingt die beste Wahl. Bruch kann nie schaden. Ah, sind ja himmlische Trefferquoten. Das jetzt auch besser, bringt mir jetzt aber nicht so viel. Außer natürlich als Assistent, war. Vielleicht sogar hier hinstellen. Koop-Schlag, okay. Ja, viel Schaden macht jetzt sowieso nicht. Das heißt, man kann es gut so machen, den ersten Kristall zu zerbersten. Das hat nichts gemacht, kriegt trotzdem die Erfahrungspunkte, krass. So, jetzt ist nur noch einer da. Kopfschlag plus Brechen, Emblem Engage, sag ich einfach nur. So. Mit einem und weg ist sie. Wenn du hingegen ja auch noch engagen kannst. Erfahren wir halt gerade, ob sie vielleicht, vielleicht mit Teleport, Ragnar, wie auch immer, einmal hier hin. Aber wenn sie natürlich direkt auslöschen kann, ist cool. Ja, besser wär's, sich zurückzuziehen. Glück, Stärke, KP. Ja, das wird auch besser. Aber hat gerade irgendwie Pech, wa?
Du, du, du. Mal den Stab verwenden, weil ich es kann. Du, du, du. Protection aus der Situation, naja. Kann man so. Ja, es gibt auch Angstpunkte, wo dann eigentlich eher einen Typen da oben heilen, aber egal. Uff. Und dann gerade Yellow um die Ecke. Was? Ey! Gib gefälligst einen Ring her! Meister Siegel! Ja, schönes Ding. Bis halt auf, naja, dass wir den Ring nicht haben. Das ist Kacke. Okay, geht weiter.なんて逃げ足の速さでしょう。橋周辺は損傷が激しいようだ。立つのは安全な道が確保でき次第になるね。聖王女の指輪取り返せませんでした。こちらの指輪も奪われることはなかった。それに君自身も無事だったんだ。今はそれでよしとしよう。そうですね。リトスから奪われた指輪が全てイルシオン王国にあるのでしたら、イルシオン側には今少なくとも5つの指輪があるということですな。5つ？はい。あの時リトスより持ち去られた指輪は4つ。剣王の指輪、青き風空の指輪、導き手の指輪。Ganz kurz nachgucken. Der Ring des Weißen Lords. Wer könnte das sein? Also der Ring der azurblauen Zwillinge ist klar, das sind die aus der Fire Emblem The Sacred Stones. Eifram und Erika hießen, glaube ich. Der Ring des Magisters, ja gut, das... Hallo Beilev. Der Ring der Erhabenen, ja, da haben wir gerade gesehen, das ist halt Lucina aus Awakening. Der Ring des Weißen Lords. Das ist vielleicht doch der... Ja, warte mal, also der Ring vom Ding... Ne, der Ring von Ike kann es nicht sein. Ike war kein weißer Lord, also er war generell kein Lord, so muss ich sagen. Es muss eigentlich der Ring aus Fire Emblem Treasure 776 sein, das Spiel, das ich auch überhaupt nicht kenne. Gut, ich meine, das Spiel von Sigurd kenne ich auch nicht, das Fire Emblem 4. Und Treasure 776 war ja das Spiel 5. Wir wissen ja noch vom Ring des jungen Löwen, das müsste Roy. Das Fire Emblem 6 sein. Ja, muss irgendwie so sein. In der Reihenfolge. Ungefähr so. そして先ほどオルテンシア王女が持っていた聖王女の指輪でございます。それに加え、もともとイルシオン王国に託されている指輪が一つあるはずですので。なるほど。
それで5つですか。イルシオンに伝わる指輪は何なんでしょう。それなら僕がわかります。イルシオンの指輪は確か草原の公女の指輪。Ja, das ist hundertprozentig Lin. Also ist doch Lin die... Ja, diejenige, die halt ihr Spiel repräsentiert hier als Emblem. Also Lin oder Lyn, diejenige aus eigentlich dem ersten Fire Emblem, was wir im deutschsprachigen Raum kennen, der aber eigentlich schon der 7. Teil der Fire Emblem-Reihe war. Ist das schon wieder? Binding Blade, glaube ich. Der Vorgänger hieß ja Blazing Blade oder Blazing Sword, der mit Roy. Egal. Wir werden es noch früh genug erfahren. Ich will nicht wissen, was er mit dem Ring macht. 資質とは珍しいね。フィレネでは広間に大切に置いてあったから。ブロディアではどうなんだい？こちらも同じく広間に安置してあります。それよりまだ道の確保には時間がかかるのでしょうか。ブロディア王女が心配です。そろそろ兵たちが見回りを終えて戻ってくるはずだよ。すぐに立てるよう準備をしておきましょう。もし父上と兄上に何かあったら僕は。Oh Mann, oh Mann. Ah, wieso haben wir den Ring nicht bekommen? Ich meine, klar hätten wir verloren und den Ring abgeben müssen. Wenn wir gewinnen, kriegen wir keinen Ring. Oh, der Herr der Ringe geht weiter. Ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. So, wir haben neue Charaktere. Citrin bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die guten Damage geleistet, mit Donnern kann sie auch was. Lapis, das ist noch zu früh, um das zu beurteilen. Klar, eine weitere Schwerkämpfer im Team zu haben, ist cool. Alkrys ist offenbar auch der bessere Schütze als sie hier. Aber hey, mal gucken. Eine Elios-Taube. Gur. Und natürlich Louis macht natürlich wie immer einen super Job. Da kannst du machen, was du willst, der ist einfach nicht aufzuhalten. Aura-Adler, okay, kann man nicht mitnehmen. Wow, Hilfe. Nicht unterstürzen, Michael, wäre ein bisschen doof. Nehmen wir mal an, dass der auch nicht geht. Rhodianische Katze ist was Besonderes, okay. Nüsse. Ich liebe Nüsse. So, dann haben wir alles, können wir weiter. Wohin? Ich gehe mal zur Weltkarte, auch mal gucken, was da gerade abgeht.この村は大丈夫。でもこんなんじゃ足りない。きっともっと強かったはずよ。私もそんな風になりたい。会ってお話がしたい。あの時言ってくれた言葉は今も忘れてないのに。どこにいるの、お兄ちゃん。Was hat es los mit ihr auf sich, ey? Weltkarte, göttliche Kapitel. Ja, wir haben weiter Schloss Brodia. Natürlich wäre es noch zu früh, müssen erst wieder zurück und ein paar Dinge machen und so. Was eigentlich gar nicht sein müsste, aber ihr wisst, wie es ist, wa? Also, das Ding, Banditenversteck. Fohlenklasse, Basis Level 12, Spende Level 2. Tiere, Zutaten, Materialien. Das wäre eigentlich geil. Ich habe auch schon überlegt, vor allem, ob ich solche Dinge irgendwie offscreen machen soll. Ich meine, es sind einfach Kämpfe gegen Verzerrte. Es sind einfach nochmal die alten
Maps ohne irgendwas Spezielles Neues dazu, aber ein paar Monster nochmal. Muss mal gucken. Zum Somniel reisen. Also die Folge ist eigentlich ist gut. Wir können hier noch ein paar Dinge, glaube ich, abschließen. Bandgespräche sind verfügbar. So, weil wir vorhin schon das Thema hatten mit Zombie. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich jetzt wieder irgendwas mit ihm machen kann. Okay, jetzt steigt es wieder. Ich muss einfach regelmäßig machen, wa? Und da kackt das wieder aus. Ching, ching, ching. Danke, Somi. Ich glaube, jetzt unten. So, der Amiibo-Pavillon ist auch da oben. Den könnte man eigentlich in nächster Folge auch mal angehen. Die Amiibos stehen hier bereit. Oh, da unten. Sind sie die nächsten Dinger noch? Also ja, zwei, deswegen, okay. War irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Mit Seling können wir noch quatschen. Stahlbaren, Stahlbaren, Silberbaren, Lachs erhalten. Okay, scheint doch soweit zu funktionieren, war wie ich es mal vor letzte Folge aber erwähnt habe. Also Tipp, den ich quasi bekommen habe. Leider nicht, leider nicht. Also euch gesagt habe, es hängt auch ein bisschen von den beziehungsweise von den Tieren ab. Je nachdem kriegen halt auch andere Items auf der Overworld spendiert. Ja, ja, das müssen wir. Unbedingt, gibt nichts Wichtigeres. So, jetzt gibt es noch ein paar Gespräche hier. Hey Claude, was geht ab?
Pläne zu schmieden. Ja, mach das mal. Kannst du mal einen Plan schmieden, wie wir den Ring zurückbekommen. Ups, Entschuldigung, dann machen wir später. Aber trotzdem danke. So, ein Gespräch mit ihr. Dann fehlt noch eins. Wie kann man da am schnellsten runter? Okay. Ist gerade nichts los. Nein. So. Boutique neu, Warenton, Prüfungen neu, Ruhmeshalle neu. Ja, neue Waren. Ist mir gerade ehrlich gesagt eher ein bisschen egal. Embleme. Emblem. Engage. Ja, Lapis. Wir brauchen auch noch neue. Ihr wisst schon, was ich meine. Eben haben wir Luis aber gesagt, Rittertod, eigentlich nicht schlecht, aber eigentlich bei dir ein bisschen unnötig, eigentlich soll es eher so Stalllanzenmäßig was kriegen. Das wäre besser bei dir. Also quasi ihm das hier wegnimmt, auch wenn es doof klingt. Dann kriegt er einen Rittertod wieder. Ja, das Spiel will aber nicht, dass er das mache. Das Spiel ist ja auch scheiße manchmal. So. Louis kann eigentlich die Eisenlanze ablegen. Weiß ich, was er mit der Eisenlanze will. Menschen machen natürlich hier Stahllanze, um zu critten und zu killen. Fertig. Ah, okay, gut. Das macht bedingt Sinn, sag jetzt mal. Trotzdem mache ich es lieber so. Eisenlanze, Langspeer, Leichtlanze, Rittertod, Heilmittel. Vor allem jetzt Rittertod, weil er halt den Support von Sigurd nicht mehr hat. Dafür, wobei ganz ehrlich, habe ich Marv dabei, brauche auch kein Rittertod. Das macht Marv von selber. Ich habe momentan keine andere Lanze. Bei Chloe wäre es eine Option. Alfred zu sagen, hey, gib da den Rittertod. Gib her mal den Rittertod. Bei Alfred muss man ein bisschen gucken, was es ihm sonst noch geben könnte. Geistliche, ja, genau, auch noch. Eine Geistliche. So, bitte aufnehmen. Noch ein paar angebrauchte Heilmittel, ja. Optimieren. Die Eisengroßaxt. Ich weiß, ob das klug ist, wenn du die Eisengroßaxt hast, Fräulein. Ja, gucken mal, wa? Was hat da die ganzen Äxte da? Und Flut, ja, bin ich durchaus dafür. Toll, jetzt hat er eben einen Hammer rausgenommen. Kriegst du ihn dafür wieder? Keiner von euch kriegt einen Hammer vom Spiel so zugewiesen. Was ist mit dem Spiel los? Ah, der Quatsch hier mit den Heilmitteln. Ich weiß, das Spiel will nicht, dass Heiler irgendwelche Heilmittel haben. Also um sich selber zu heilen. Da kann man erstmal die hier. Ja, wir brauchen neue Ringe und so, machen wir alles noch. Louis und Chloe haben noch was. Bande ansehen, machen wir erstmal das hier, komm.
そんなにかしこまらなくてもいいのよ。私を見つけてくれてありがとう、ユナカ。Das bin ich auch. Du. Fähigkeit vererbt. Ja, dann noch eine Sache, die man machen muss. Die ganzen Bandeffekte und so. Lagerhäuschen. Wir haben Meistersiegel, Zeitkristall. Da ist halt ein bisschen die Frage, wa? Bei den Charakteren. Mein Celine ist jetzt Stufe 10, ich könnte sie entwickeln. Aber bei irgendwie die heilige Haltung ablegen, was sowieso momentan nichts bringt. Ich könnte Alfred entwickeln, wäre vielleicht nicht so schlecht, damit er noch einen zweiten Tank hätte. Also nicht so krass wäre jetzt, aber... Bei Junaka ja noch relativ viel Defensive hat, wa? Ich glaube, ist auch schon Stufe 10. Ja, vielleicht müssen wir gucken. Ich meine, die sind ja auch schon 10, wenn wir die direkt weiterentwickeln. Hey, Somi, na was geht ab? Jetzt kommt er mir hinterher. Gewackelt. Das ist auch süß. Was mich gerade Wunder nehmen würde, ob wir eigentlich schon Zugriff haben auf neue Meistersiegel oder weitere. Nö. Hätte ja sein können, dass ich irgendwann mal plötzlich neue Waffen oder so habe. Vermutlich wird es mal symbolisiert, war. Auch hier alles leicht, Eisen, hier ist irgendwie noch nichts Geiles dabei. Naja. Okay. Ja, Freunde, will mal sagen, das gucken wir in der nächsten Folge uns an, wem wir das Meistersiegel geben. Wir müssen noch ein bisschen trainieren hier, weil wir es einfach können. Vielleicht auch, muss man gucken, ob man neue Ringe schmieden will. Oder eher direkt die Emblemeffekte vererben will und so. Trainingsplatz, ne, wenn schon, machen natürlich Ding hier. Wo ist es? Hier Arena. Noch 3. Kann man mir durchaus vorstellen. Somi, bist du da? Somi! Oh, das süße kleine Somi. Dann an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Da mal gucken, ob wir uns um so eine göttliche Quest kümmern. Oder mit der Hauptstory weitermachen. Ich hätte eigentlich eher gar momentan Bock auf die Hauptstory. Ich würde gerne irgendwie das Gebiet hier erst abschließen, bevor irgendwie so weitere Sidequest-Maps und so machen. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.